Seit 150 Jahren durch den Vertrag von London lebt Lützeburg an enger Sicherheit. Sie hat Strukturen. Ja, Sicherheit an eng Zukunft können sie gehen. Schon mehr wie 70 Jahre darf wir heute zu Lützeburg auf Freiheit und an Unabhängigkeit der Großherzogs Geburtstag begehen. Und das machen wir auch das Jahr. So haben wir uns heute Tag von unserem nationalen Feiertag hier an der Nussbulter Kirche versammelt für den Te Deum. Das haut soweit. Den 23. Juni feiern wir Litzebäuer für all Jahr als national Feiertag. Den 23. Juni ist auch für sich zu besinnen, ob ihn als Einzelnen oder mir als Litzebäuer alle Guren auf dem guten Weg sind. Das ein dafür nachzudenken, für seine patriotische Gefühle, wenn man das dann nach dürfen haben, freie Lauf zu lassen,
für sich Gedanken über sein Heimisch zu machen. Historisch gesehen haben wir das Jahr zwei wichtige Momente. Zwei Momente von großer nationaler Bedeutung, weil sie ganz viel ausholen über die oft benutzte Schlagwörter wie Nation, Solidarität und Souveränität. Als Erinnerung will ich just herausschicken, dass im Wiener Kongress von 1915 der Europakarte neu gezeichnet wurde. Das damals Herzogtum Lützeburg zu einem Großherzogtum ernannt, wurde aber als Gegenpartie viel von seinem Territorium müssen aufgehen. Wir kruten den holländischen König, goufen aber gleichzeitig Member am Deutschen Bund, an Preise, Garnisonsrecht an der Festung Lützeburg. Schon allein für die politischen Durchnehen, aber wenn es der Komplexität von der damaligen undurchsichtigen Politik sind als Historiker nach Haut gedeelter Meinung, darüber so 1815 Geburtsjahr vom heutigen Großherzogtum ist oder nicht. Das Jahr, 2017, denke mir dann noch nach einem anderen ganz historischen Datum, den zweiten Londoner Vertrag von 1867. Viel Geschichte von diesen Verträgen war das Gerücht, dass zu Lützeburg sollte vom holländischen König und Napoleon verkauft gehen. Politische Spielereien standen auf der Tagesordnung. Und es wurde in einer Krise gebastelt. Der Lützeburger Krise. Kein wusste genau, 1867, was geschehen. Und das Land stand für eine Zerreißprobe. Den 30. April 1867 ist da von den dänischen und damaligen Großmächten dafür extra zu London die Konferenz abgerufen, ging die bei der dann den 11. Mai 1867 an den zweiten Londoner Vertrag die Gesetzestexte niedergeschrieben wurden, durch das Großherzogtum Lützeburg definitiv seine heutige Unabhängigkeit kriegt, nicht mehr der verkauft ging, aber von dem da auch als Unabhängigkeit von den Großmächten garantiert, unerkannt und überwacht wird. Ein anderer großes Datum war für 70 Jahre der 25. März 1957. Da hat sich zu Rom als Grand Duché zusammen mit 5 anderen Staaten zu einem Wirtschaftspakt zusammengeschlossen, der EWG, dem Vorreiter von der heutigen EU. Eine Zusammenarbeit, die alle Länder nicht mehr Vorteile bringt, und dadurch viele Gebiete. Und dann haben wir nicht so eine große Herausforderung für uns. Das sind die viele Leute, die auf der Sicht nur einer sicheren Existenz an der Fremd fortgelaufen sind und an ein Land kommen. Und da versuchen sich hier als Sicherheit eine neue Existenz aufzubauen. Weil die Leute, die alles verloren haben, außer ihrem pläckischen Leben, die treibt den Elend und Not für einen Krieg und einem totalitären Staat, arabischen Regime an Frieden. Das tun wir letzte Mal für 150 Jahre schon mitgemacht. Viel sind in der Zeit, getrieben von Batterarmut, über die große Pool gefahren und da hier Glück versicht. Am Zweiten Weltkrieg wurden viele Leute umgesiedelt, als sie auch an der Fremd abgeholt gingen. Wir müssen just versichern, mit den am Respekt und an Toleranz eins zu gehen. Das ist eine von den Herausforderungen von den nächsten Jahren, die mehr müssen alle Gute an Europa müssen stellen. Weil sonst riskieren wir, auf einmal von einem überholt zu gehen, und das sind wir nicht mehr das, was wir wollen sehen. Wir sind ein kleines, aber souveränes Land. Wir leben in einer Demokratie, wo jeder frei seine Meinung sagen. Ein Land, wo wir auf eine lange, reiche Geschichte zurückgucken können. Wir sind ein Land, das ganz große Persönlichkeiten herausgebracht hat. Wir sind keine ganz große Nation, wenn es um Bewohner geht. Wir werden dadurch nie gehen. Wir brauchen das Land nicht stärker groß zu reden. Aber wir sind eine große Nation, was das 1000-jährige Geschichte und Kultur angeht. Für das Land, wo viele Leute sich stark gemacht haben, da viele Kriege und Aufstände das Leben gelost. Das ist das Lützeburg, an dem wir alle bleiben wollen, wird mir sind. So mir dafür all denen Merci, die dazu beigetragen haben, das Land zu dem aufzubauen, was es heute ist. Also Staatschef der Grand Duchy als Symbol und als Garant von unserer Freiheit und Einigkeit. Auf diesem Tag so haben wir ganz besonders Merci für seinen Einsatz und wir felicitieren ihn für seine Kompetenz, mit der er unser Land lädt. Vive der Grand Duc Henri, vive als großherzogliche Familie, vive als Lützeburger Land.
Wir sind heute Schulcampus zu Kirlen, wo dann natürlich auch das Jahr den ältere Komitee ein Coupe Scolaire organisiert hat. Und auch das Jahr, wo man jetzt bis zum Schluss bibbern, ob wir sie Ketten aufhalten oder ob wir da als Gewichtrechnung machen. Das Jahr sind 43 Kinder, die mit probieren, hier Fahrkünste auf der Straße auszulegen, die schon mit ihren Eltern für drin gefahren sind, für zu testen, ob sie die Birsch kommen, ob sie auf den Straßen abpassen, von den Autos kommen. Und sie sind alle gut, wie ihr seht, immens aufgeregt. Hallo Noemi. Warst du aufgeregt heute? Ja. Für was bist du dann aufgeregt? Dass ich irgendetwas nicht kriege, aber das geht schon. Du fährst ja aber wahrscheinlich mehr auf mit dem Velo, oder nicht? Ja, ich fahre öfters mit dem Velo, aber auf einer Coupe Scolaire sind schon nicht mitgefahren. Ich habe es aber schon oft gesehen. Hast du da ein bisschen mit deiner Mom geübt? Ich bin gestern mit Caroline mitgefahren und sie ist schon 10 Mal an den Weg gefahren. Ja, also es geht. Also da gegangen gestern? Ja, wir sind auch nie Zwischenstopp gekommen. Sonst haben sie ein paar Katzen, die losgegangen sind. Ich war nicht dabei. Aus den Katzen losgegangen? Nein. Nee. Schön gleich. Warst du da gut draufgekommen? Du bist da eine Kopf. Ja. Ja? Hast du auch aufgeregt? Ja, mega. Mega. Und dir? Hast du ein Problem mit der Katze? Ja. Katzen, ja. Keine Ahnung, wie war sie das einfach? Wen hat die Katze dann raufgeholt? Mein Papa hat uns da drauf gemacht. Mein Papa war dabei und was haben wir das gefahren und ja, hier hat sie da gepflegt. Auf dem Kalister auch, das könnte man wohl sagen.
Okay, Mädchen, da wünsche ich dir bonne Chance. Ja? Guck, dass die echt geht. Ja? Also ein von ihr ist auf Monster. Ich meine, der kriegt sowieso egal, ob der gewonnen oder nicht, kriegt er ein flotte Kado. Ja? Spaß. Das Wichtigste ist noch immer die Spaß. Wunderbar. Ja. Allez, bonne Chance. Ja? Adi. So, das schon die 5 Porte Wert vun den Athletherapeutik zu Kielen an der Industriezone, die Haut organisiert, gët eng Porte Wert mat ganz viel Succès fir der Spiel doch Matte, das gut so. Ich muss auch so, dass das Kielen Athleten sich ganz flott integriert hunn an die Kieler Gemeng, an die Porte Wert eng gewisse Stammklientel de Werner Koch Beimer Werner ich mein, du kannst zufrieden sinn, mat Leiit die auch hautrem kommen, du eng Stammklientel, sowohl am Restaurant wie auch an den Athleten, an die kommen noch immer op die Porte Wert. Ich mein, dat wichtig oder wer die ruhig kann behaupten, dass den ATP Deelginnners
von Kielen. Das ist richtig, gell? Richtig. Ja, erstmal herzlich willkommen im Kieler Atelier, eins von den 4 Ateliers der ATP-Eisbell auf unserer 5. Porto Verde an der Zone industriell vor Kehlen. Da sind wir, seit wir da sind, seit 2012 sind wir höchst zufrieden mit der Gemenge, mit allen Leuten, die hier kommen, die als wirklich formidabel abgeholt tun. Und dafür machen wir auch jeder als Porto Verde. Wir feiern auch ein Frühjahrsfest mit der Friends von der mit Eiser Amical zusammen an der Gemengen. Das heißt, besser kann eigentlich die Zusammenarbeit zwischen einer sozialen, psychiatrischen Einrichtung und einer lokalen Gemeinde meines Erachtens gar nicht funktionieren. Das wird ganz wichtig, also auch für das die Akzeptanz dabei nach mir groß geht, aber dass die Leute auch einen direkten Bezug kriegen zur RTP. Da spielt das Restaurant eine ganz wichtige Rolle. Ja. Wo der Joral Mitte sind die 30, 40, 50 Leute hat, gell? Richtig. Also Restaurant, das 2012 dann hier eröffnet, das war dann die Idee, wirklich so leckere luxemburgische internationale Spezialitäten anzubieten, um den Leuten zu weisen, was für tolle Sachen hier gemäht gehen. Auch so ein Porto Verde Journalier. Die Leute aus der Gemenge sollen kommen, die Leute aus der Zone industriell. Und zu sehen, dass Psychiatrie halt was ganz Normales ist, ganz normale Menschen, die halt schaffen. Also unser Beitrag auch, um Vorurteile in der Gesellschaft gegen psychisch Kranke abzubauen und wirklich unsere Arbeit zu weisen, auf die wir auch natürlich sehr stolz sind. Das Flotwasser ist Berührungsängste für so ein Detail kein. Nee, gibt es gar keine. Wie gesagt, es kann jeder jeden Tag kommen in unsere Küche, in unser Restaurant. Mittags haben wir ein Self-Service-Restaurant, wo sie essen kommen können zwischen 12 und 2 Uhr. Sie können auch in das Bitz-Atelier, gerade die Damen, hier machen wir Lederhandtaschen, Unikate, höchster Qualität. Wir machen auch ganz tolle Kleider für Damen, Kanner und für Herren sogar. Schicke Hüte haben wir aktuell auch im Angebot. Dann haben wir eine Schlosserei, wo wir ganz feine Sachen machen aus Edelstahl, aus Inox, aus Eisen. Aktuell haben wir eine flotte Gartenproduktion, machen wir so Dekorationen, Tiere, Figuren, die halt in so Privatgärten hervorragend passen, aber auch natürlich richtig große Balkone für Häuser, Ähnliches, wie auch in der Schreinerei, wo wir Almivel restaurieren, aber auch ganz Küchen gemäht werden können. Okay. Gut, Werner. Nach ganz flotten Barbecue, ja. Ein ganz flott Porto Verde, große Succès, wie gesagt, wieder spielt mat, aber wie gesagt, wandern net sollt he gewicht sinn. Deplaciere dich ruhig ein die Industriezone op Kehle passiert, denke beim RTP ran. Sie weisen nicht ger, werte alles hun an ihr werdet gesehen, dat das ein ganz flott Erfahrung, dat das ganz flott Visite, die du werdet erleben. Okay? Ja, wie gesagt, vielen Dank auch, dass wir Sie heute hier begrüßen durften. Und da freuen wir uns, wenn Sie wirklich die Zeit finden, hier vorbeizukommen. Wir haben montags bis freitags immer geöffnet von 8 bis 16 Uhr und freuen uns über jeden Besucher, der reinschauen mag. Loveseret. Ja, RTP als Deel von Kiele gehen, das Deel von der Gesellschaft gehen, den Lucia Koras beim nächsten Chefen. Ich mengen, kann ich ruhig behaupten, dass RTP sich gut integriert wird und dass der Besatz, wo man das Gemengen sich auch noch weiß, kann ein bisschen brechen. Ne? Ich gebe so, und für allem gefällt mir das RTP für allem eine Erfolgsstory ist. Eine Erfolgsstory, die wirklich auch bei den Leuten anerkannt wird. Ich selber bin betroffen gewesen, da hatte ich schon wie in der Summit gedacht, du gehst dabei, das ist so ein Gelände machen. Das hat doch geklappt, das montiert, ist die ganze Friede. Das ist, was sie nach muss machen, Rechnung schenken. Ich hoffe, dass du das bis wie lange Zeit los ist. Okay. Gut, Luz, merci.
Ja, wir sind mitten hier am Pomptiesbau zu Kirlen, weil wir hier am Prekos sind für eine Schecküberraschung. Eine Schecküberraschung von einem ganz dicken Schiefer, 4.500 €, die zustande gekommen sind, weil wir für den Schulsporttag Kanner Läfe gedient haben und Kanner haben am Voraus Gürteln und Patregesicht für Suen heranzukriegen. Und Kanner sind enorm viel gelaufen und die Leute haben enorm viel gespannt. Wir hatten bewusst den Eltern gesagt, für ein Plaffer umzugehen, mit waren da ganz viele, die einen Strich gemacht haben, und kein Plaffer wollten haben und die dann wirklich paar 100 € überwiesen haben. Und die Suche ging für Le Soleil de la Main, für was Le Soleil de la Main, für das ja der Schulsporttag unter dem Thema Lauf für den Frieden war, haben wir direkt gedacht, da machen wir auch etwas für den Frieden an der Welt, und wir machen vielleicht etwas für die Kinder, denen es nicht so gut geht wie Eisenhai. Und du hast Le Soleil de la Main mir direkt an den Kopf gekommen, weil ich ihren früheren Präsident ganz gut kannt, den leider für bald 3 Jahre gestorben ist. Und ich wollte immer etwas für sie machen. Und dafür bin ich froh, dass so eine große Réussite dabei herausgekommen ist. Ja, und die Suche nun mal mitten dann offiziell dem Philipp von Le Soleil de la Main überreicht. Vielleicht kannst du wieder sagen, was mit den Suche geschieht. Ja, so wir sind für alle echt wirklich fühlen uns immens geehrt, rausgewählt sind für daneben den Scheck zu empfangen. Le Soleil de la Main, das ist ein kleiner ONG aus dem Norden von Wünscher, daneben von Lützeburg. Es geht logisch schon 15 Jahre. Die Suche ging integral wirklich daneben am Burkina Faso, zu Koudougou daneben investiert. Am Kader von unserem neuen Heim, das Centre Nomdo, den am Februar diesem Jahr, 19. Februar daneben angeweiht gouf. Als Missionen am Burkina Faso sind einerseits daneben, dass daneben den Leid, die Männer bemittelt Leid daneben an den Dörfer den Achse und Wasser zu gehen. Andererseits dann eben auch die Kanner die Möglichkeit zu gehen, an Schulen zu gehen. Wir sind noch so gibt immens viele Projekte, wo wir daneben tätig sind, wenn ich alles aufzähle, bin ich ja nicht fertig. Aber wir sind immens dankbar, dass die kleinen Butzen vom Prekos daneben so viel für uns gelaufen sind und wirklich den riesigen Scheck daneben zusammengekommen ist. Vielmals merci. Die können sich nach un Fliegerfest zu allem erinnern. Dat war an den 70er, 80er Jahre bis an 90er ran soweit ich dat fees den ganz großen Rendevous von Neuromodellisten in der Gemeinde Kirlen. Dat ganz das lo ein bisschen méi zurückgeschaut gin, dat huet net mit die ganz große Envergure. Trotzdem gëtt den Club nach de Club als fester Wurzel doch an der Gemeinde. Annen huet auch ein bisschen eng Karikativvokation krit, an dem se an derner Mord Poldays mischt. Alle den Sekretär du Club chez moi, ich schwätze ein bisschen op Französisch lo, parce que la langue française
ça te convient un peu plus, voilà, il n'y a pas de souci. Explique-nous un peu comment fonctionne le club, tout d'abord. Toi, tu es le secrétaire du club, de Hameau, trésorier, bon. Ok. Et le pôle d'idées, ça se présente comment exactement? Alors, le pôle d'idées est une journée où on invite d'abord les enfants aidés par la fondation. Et la fondation Krips Kankaner. La fondation Krips Kankaner, oui, pardon. Okay. Et ici, à peu près une trentaine de personnes invitées par la fondation seront présentes aujourd'hui. En plus de ça, on annonce le pôle d'idées dans les écoles et dans différentes sociétés de la région. Et certaines d'ailleurs sponsorisent la journée, ne peuvent pas participer mais sponsorisent, ce qui apporte quand même un fonds pour soutenir la fondation et 100% des recettes sont pour la fondation. Et chaque année, c'est la 3e édition, chaque année on arrive à récolter pour la fondation, en plus des sourires que l'on apporte aux enfants, ça n'a pas de prix, mais on apporte à peu près 3 000 €, un peu plus de 3 000 € chaque année. Et ça s'annonce bien pour cette année aussi, je suppose? Cette année, j'ai déjà 2 500 € de confirmés, et plus encore quelques-uns qui m'ont dit aujourd'hui, on voudrait bien donner un petit peu, et donc on atteindra l'objectif encore cette année. Écoutez Alain, s'il y a maintenant des gens qui nous regardent, qui peut-être ils ne savent pas très bien comment ça se passe ici à Holm, est-ce qu'ils peuvent venir voir un peu comment ça se passe, comment on peut s'engager dans ce club ici? Oui, clairement. Donc tous les samedis, tous les dimanches, il y a très souvent quelqu'un du club qui est en train de voler. Alors en plus, si vous allez sur notre site www.amo.lu, vous aurez une webcam en direct qui prend une photo du terrain. Et donc vous pouvez tout de suite vérifier qu'au moins quelqu'un peut être là pour vous accueillir. Vous vous présentez et on peut discuter, même faire des vols en double commande si on est prévenu en avance. On peut prendre deux télécommandes et on fait des premiers vols avec une personne qui visiterait. Juste pour le savoir, pour m'instruire un tout petit peu là-dedans, ça prend combien d'heures environ avant que je puisse voler mon propre avion ou un petit appareil qui n'est pas trop compliqué à voler, je suppose? Alors ça dépend vraiment de notre âge. Il y a les très jeunes où, on va dire, après 2-3 vols, ils ont trouvé le truc et c'est parti. Et quand on est un peu plus vieux, ça prend plus de temps? Alors je dirais une bonne dizaine de vols accompagnés avec un double commande. Ça nous permet d'avoir la maîtrise de l'avion, de décoller et d'atterrir seul. Et puis après, on apprend la manière la plus dure, c'est-à-dire qu'on crache un ou deux avions et puis on les répare et on continue. Oui, et dès qu'on est atteint du virus, Alain, ça reste toujours? Ah oui, et aujourd'hui, pas d'antidote connu. Ok, très bien. Merci Alain pour votre engagement, aussi pour l'engagement pour la Fondation Krips Kankaner et aussi pour votre engagement comme association ici dans la commune de Kellen. Merci beaucoup. Okay, merci. Plaisir.